Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Jetzt rahmen wir dann mal die Boot aus und nehmen das ganz gute Wasser weg. Nachdem der Kerl uns jetzt die Pfefferschot gegeben hat, kennen wir jetzt hier, weil man dann eine gute Telekinese-Zauber wirkt, oder so müssen wir jetzt wieder durch den Sumpf durch und zum Vulkankrater, wo man dann lustige Stecksee haben, der aussieht wie Mandel. Komm schon, du widerwärtiger Flippo. Und die Spinnen will ich vorher auch noch erwischen, wenn möglich. Zack, dich habe ich zerquetscht. Und jetzt dich noch. Mist, beide nicht getroffen. Ja, komm schon. Ja. Unser Sumpfabenteuer hat uns jetzt über 2700 Kralle beschert, habe ich gesehen, als ich den Spielstand jetzt wieder geladen habe. Was ich an sich eigentlich echt nett verkehrt finde. Gerade mal gucken. Ich glaube, da unter Beth ist es mit dabei. Genau, ne, nicht 2700, aber 2400 haben wir fast schon. Erlaubt. Auf jeden Fall über 2000 habe ich es aus dem Aare-Winkel gesehen. Da hat was Holler gelost. Und zwar Öl. Ich habe Öl gefunden. Komm her, du Sausack. Na, Allah. Das Geräusch ist irgendwie verstörend. Seidele. Autsch. Dass die mal voll auf die Schniss geben, die dappische Frösch hier. Hund machen, fertig. Jawohl, holen dann Leberwurst. Ja, Mist. Leberwurst machen kalt. Hopp, auf den Frosch. Okay, dafür hat der Moskito den Schaden seines Lebens kriegt. 72 mehr, als er eigentlich aushält. So. Den Mistkerl. Au. Scheißviecher. Die sind echt lästig, die Biester. Stirb! Oder auch nicht. Komm schon. Hund, machen fertig. So. Ach. Puh. Also den Speer finde ich auf jeden Fall hier in Secret of Evermore extremst praktisch. Oh Mann. Und er kriegt nur einen Schadenspunkt. Das finde ich auch irgendwie etwas mies. Ich pumpe mich hier auf mit allem mögliche Kruscht und Accessoires und Armbänder, Helm, Rüstung und was dazugehört. Und der hat so ein epopliches Lederhalsband an und hält tausendmal mehr aus als ich. Wahrscheinlich auch, weil sein Fell wie Panzerplatte wirkt. Ich kann es nicht sagen, warum. Ja, Mist. Voll de Never. Komm schon her. Ekelhafter Spinnerino. Ja, ich hab's tierisch drauf, merke ich. Natürlich. Ja, geh weg. Scheißvieh. Alter. Komm schon her. Dich mache ich fertig. Hund? Was war denn das eben für Aktion? Leberwurst. Sehr schöner Kampfschrei, wie ich auch finde, für der Ackermann. Ach ja, ich find's herrlich. Nee. Das war jetzt Murks, da muss ich gar nicht hoch. Ich und Geografie mal wieder. Da ist irgendwas. Lass mal gucken, was da gibt. Oder ob es da überhaupt irgendwas noch gibt. Sag mal Lucky. Nee, in der Gegend bestimmt nicht. Wasser. Sehr schön. Wo war denn das nochmal? Muss ich doch da hoch? Ich glaub's, oder? Sicher bin ich mir echt nicht. Also wie gesagt, ich und Geografie, das ist absolute Scheiße. Dann war das hier falsch von mir, ne? Dann muss ich da rüber, oder? Bin ich da überhaupt richtig? Da bin ich hier vorbeigelatscht. Moment. Ne, da bin ich richtig. Zack, erstmal dich platt machen. Genau, da unten bin ich richtig. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach du. Kotzevieh. Vor allem, die sehen so eigentlich recht goldig aus, die Viecher. Aber denn ihre Attacke sind halt richtig ekelhaft und vor allem können die ja noch richtig gut ausweichen, die Viecher. Da habe ich sehr große Probleme mit solche kleinen Gegner, die viel ausweichen. Aber ich glaube, hier bin ich auf jeden Fall richtig. Ja, machen platt. Gott. Sehr schön, ja, das dürfte der richtige Weg sein. Dort bin ich jetzt auch so gut wie draus. Hui,
Na, aller Hopp. Ja, mach den Auge platt. Und ich kümmere mich um den hier. So, wunderbar. So muss das laufen. Vielleicht kriege ich ja noch ein Level als Geschenk. Ah, das war jetzt blöde Teamarbeit. Wo wer als erster dran ist. Ja. Habe ich dem sein Verhalten eigentlich wieder... Nee. So. Das muss nämlich auf jeden Fall wieder zurückgesetzt werden, noch so ein Endboss. Weil hier in Prähistoria, das Gebiet, wo wir sind, in der Steinzeit, gibt es eigentlich nur 3 Endbosser. Ja, Entschuldigung. Das ist eine Käfersteppe zum Ende der Vulgor. Und zum zweiten war es das Sumpfmonster hier im Sumpf. Und der dritte Endgegner, den findet man dann noch im Vulkan. Ja. Auf jeden Fall kann ich schon mal verraten, dass das auch ein sehr, sehr cooler Endboss ist. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall bereit der nicht wirklich Kopfzerbrecher oder irgendwie großartige Schwierigkeiten, aber er ist cool gemacht. Definitiv. Und was? Jetzt können wir auch wieder zurückkehren. Oh nee. Oh, scheiße, da hat mich wieder ins nächste Gebiet reingedrückt, der Säckel. Okay, dann machen wir das folgendermaßen. Ich pumpe von hier aus Kraft auf. Und warte, bis er wegrennt am besten. Ja, da kommt er jetzt wieder angekackt. Der IA, komm her. IA, komm her. Autsch, nicht so dicht. Und, jawohl. Schon zum Platze gebracht. Und, stirb. Dann sollte ich noch einen Krafthauch auf mich wirken. Ja, also damit müsst ihr definitiv rechnen. Wenn es wirklich Spiele gibt, wo die Hauptperson keinen Eigenname hat, dann wäre ich mit solche Pelzer-Dinger kummer. Deswegen habe ich den überhaupt erst Ackermann genannt. Großartig. Oh, Moment, nee, da stimmt was. Stimmt doch was nicht, oder stimmt doch was? Doch, da stimmt was. Ja, genau, ich musste wieder runter. Es hätte was nicht gestimmt, wenn ich da weiter in dem Gebiet geblieben wäre. Da sind jetzt nämlich nur noch Spinnis. Und dann muss ich wieder ins Vorgebiet gehen. Vorher sollte ich meine Vergiftung stoppen. Ja, der Hund will mir wieder ganz dringend irgendwas zeigen. Gute Asche. Wer kann sie nicht gebrauchen? Uff, jawohl, Ackermann erreicht Level 11. Platsch. Nicht getroffen? Nee. Komm schon. Ach, Ackermann. Oh, das ist etwas zeitverzögert gerade geplatzt, das Vieh. Gut. Sehr schön, sehr schön. Manchmal hat es einfach der Hund, dass der sein Ladebalken mit der Attacke beibehält. Warum auch? Hund, hilf mir! Dass der seinen Ladebalken beibehält. Sehr skurril als. Ich kann es auch nicht erklären, warum. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Telekinese einmal mit einem schwer erkämpften Pfeffer. Und jetzt satt. Oh. So, das Vieh muss auch noch sterben. Und... Blatch, you've been telekinesed. Ich weiß gar nicht, was heißt denn dann Telekinese auf Englisch eigentlich? Telekinese? Keine Ahnung. Sagt mal auf jeden Fall nichts. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendeinen englischen Sonderbegriff hätte oder so. Ah, Geheimort. Und was finden wir hier? Eine Zauberperle. Wunderschön. Zauberperlchen. Also ab und zu sollte man mal wirklich einfach die Wände checken, wenn man da irgendwas Verdächtiges sieht. Dann hat man also mal wirklich Glück. Und wir sehen hier im Vulkan sind die Echse unseren Hauptgegner, so wie es aussieht. Und wir wissen ja noch vom Friedhof, die halten ordentlich was aus, die Biester. Autsch. Ja, und die können wir jetzt auch nicht einfach so nochmal platt machen. Also die halten wirklich schon ein bisschen was aus, die Knaber. Autsch. Aber so viel halten sie dann wieder auch nicht aus. Ja, komm schon. Dich mache ich auch noch kaputt. Alter Falter, ja doch, die halten doch mehr aus als gedacht. So, Sausack. Alter Latz. Also du kannst dich wirklich kaputt kloppern, deine Viecher. Und nicht mehr so dicht an der Lava, das ist bestimmt auch überhaupt nicht schädlich oder so. Was will man dann tun? Schildkrott? Lehm.
Na, danke, das habe ich schon immer mal nicht gewollt. Vor allem nicht in einem Vulkan. Dann gehen wir hier durch, genau. Und da finden wir Pfeffer. Yay, Pfeffer. Und Wachs finden wir auch noch hier. Warum macht das hier die Geräusche? Okay. Und Öl. Nett. Schwefel sollten wir hier eigentlich finden im Überfluss, denke ich. Naja, ich beklag mich mal nicht. Aber schon geil gemacht für die Zeit mit der Lava. Nur, ich meine, wenn der so dicht dort rumläuft an der Lava, die meisten scheinen ja auch irgendwie zu ignorieren oder ignorieren zu wollen, dass, wenn man so dicht eigentlich dran wäre an einem Vulkan, 100 Kralle und Wasser, sehr schön, dass man dann ja allein schon wegen der Gasbildung hier, die sich da bei dem flüssigen Gestein bildet, dass man da an sich eigentlich schon am Verrecken wäre. Aber so what? In den 90er Jahren hat man sowas noch sehr häufig verwendet mit der Lava. Ja, was will er noch mal zeigen? Ich wollte gerade eben aufladen. Ein bisschen Asche habe ich noch gefunden. Na, Allah. Das war es jetzt total wert. Aber ich beklag mich lieber jetzt nicht, bevor ich mich später beklage, ich habe keine Asche mehr. Das wäre etwas erbärmlich dann. So, komm schon. Du Igitor. Und ich mache mich fertig. Ja, oder du Hund. Na, Mist, daneben. Ja, das ist halt das Brutale bei der Axt, bei dem Speer. Man muss halt wirklich exakt treffen. Komm schon. Leverwurst, sehr gut. Ach, ein geiler Name von Hund, wie ich finde. Einfach nur Leverwurst. Da hoch können wir auch noch hier. Und wenn der Stern weg ist, lauert doch schon mal irgend so ein Exarino auf uns. Und, was ist da? Oh, den können wir so bewegen. Sehr schön. Der brennt uns den neue Weg frei. Oder beziehungsweise löscht uns den neue Weg. Widerling. Hat jetzt einfach sein gemisst. Nimm Dorf, grausiger Unhold. Ja, Mann. Nicht so dicht, Rafi. Oh, 3 von denen. Oh, scheiße, daneben geworfen. Hund hat Arnold getroffen. Das sind düstere Zeiten für uns gerade hier. Hier ein Heimvorteil, wie es aussieht. Autsch. Manometer. Ihr Typen seid hartnäckig. Scheiße. Und wir sind ziemlich blöd und treffen derzeit nichts. Also die Viecher haben definitiv gerade die beste Voraussetzungen, um uns zu schrotten. Und auf die Schniste, auf die Viecher. Kotzige Tier. Oh, Mann. So. Gut. Na, Allah. Geht doch. Geht doch. Was will man da? Wachs. Also ich denke, das Wachs hier müsste definitiv flüssig sein. Ja, 2 heiße Typen hier im Vulkan. Wobei ich wahrscheinlich echt schon verreckt tät, wenn ich nur in der Nähe von einem scheiß Vulkan wäre. Weil ohne Scheiß, ich halte es schon nicht aus, wenn es 30 Grad hat im Sommer. Wie soll denn das erst beim Vulkan sein? Zack, dich habe ich noch getroffen. Sehr schön. Und noch einmal was zur Schäber. Platsch, kaputt. Und eine Wurzel haben wir da noch gefunden, wenn es schön macht. Und da können wir noch was reinschmeißen. Sehr schön. Ach, sehr geil gemacht, wie ich finde. Ja, was gibt's denn da noch? Wasser. Aha. Wie das auch hier so dargestellt wird mit dem Felsen, der hier drin liegt. Sehr, sehr geil gemacht. Noch ein bisschen Lehm. Und Asche. Wunderbar. Da kommen wir jetzt auch durch und finden wieder Pfeffer. Okay, dann können wir das Ding wieder verschieben. Ja, ich weiß, der Hund will mir noch dringend was zeigen. Und zwar Wasser. Dich habe ich ja schon mal verwischt. Grausiger Unhold. Komm schon. Na, Mist. Elende Kreatur. Und da ist noch irgendwas am Wand, ne? Ja, Lehm. Die Musik finde ich eigentlich jetzt auch nicht gerade sehr aufdringlich. Das ist eher nur so Hintergrundmusik, würde ich sagen. Das ist jetzt nichts besonders Hervorstechendes. Nichts am Soundtrack, was jetzt besonders auffallen tät. Oh, da hat ein violettes Skelett mit einem Blatt hinterlassen. Warum auch nicht? Ah, da oben ist was. Wasser, wunderbar. Gibt's hier wahrscheinlich eher selten im Vulkan. Ah, Mist. Nicht ganz aufgeladen gehabt. Also ja, ich muss echt gestehen, diese Echsenbiester, die halten wirklich was aus.
Dafür hat Leverwurst jetzt auch Level 11 erreicht. Guter Hund. Jawohl. Und macht auch richtig ordentlich Schade. Also in Prähistoria kann man definitiv auf der Schade vom Hund bauen. Und ich habe genug Blätter. So. Das sagst du. Jetzt habe ich wieder Platz für Blätter. Und was ist da noch? Eine Wurzel. Ja gut, die Wurzel, die ich jetzt vielleicht nicht so nenne, die ist nämlich so intakt, schätze ich mal, im Vulkan. Und da sehen wir, da ist der Weg immer noch versperrt. Aber da können wir was schaffen wieder. Sehr gut. Siehst, unser Weg führt uns jetzt hier entlang. Durch die Lava wieder durch. Und wo landet man dann hier? Oh, da ist noch irgendwas. Ohne Momento. Das mag ich noch, aber eine Wurzel. Na gut. Die ist wenigstens fein säuberlich in so einem Panzer auf Kurve war. Da kommen wir jetzt doch durch. Ah, nee. Okay, ich habe gedacht, wir werden ein Feind. 4-mal Asche gefunden. Ja, das ist natürlich hier die Währung schlechthin im Vulkan. Und nix hier. Wo war dann das? Ich weiß, dass hier noch irgendwo Gegner kommen. Jawohl, da ist es schon. Platsch. Mist. Nicht getroffen? Komm schon. Jetzt aber. Na, Allah. Da kommt wieder einer hinterher gekackt wie die Altfastnacht. Komm schon. Komm schon. Hab ich dich erwischt? Jawohl. Jetzt sagt der Hund hinterher. Mistvieh. Der ist jetzt... Ah, ich wollte gerade sagen, der ist jetzt ins andere Gebiet verschwunden, oder was? Na, alle hopp. Getroffen ist getroffen. Wachs gibt's da auch noch. Aber ich glaube, ich muss erstmal hier runter. Und... Genau, da gab es nochmal Asche. Zack. Hund hinterher. Ja, Hund, komm schon. Platsch. Gib ihm. Da muss ich das halt mit mühsamer Arbeit selber erledigen. Pff, toll, jetzt habe ich ihn schon richtig bearbeitet. Du hast genug Blätter. Dann hätte ich jetzt auch noch so ohne Auflade fertig machen können. Okay. Platsch. Sehr schön. Und drauf. Oder ich. Na gut. Erledigt ist erledigt. Dann hier rein. Ach, wie schön hier. Kann ich glatt wohnen, oder? Zum eigenen kleinen Lavasee. Da fühlt man sich das sofort daheim. Nee. Come to where the lava is. Ach ja, ach ja. Wie im Urlaub, wie im Urlaub. Kotzevieh. Sehr schön. Und dann landen wir hier. So oder so, glaube ich. Egal, ob wir da rechts oder links gegangen wären. Oh, wieder 2 von deiner Kreatur. Ja, Surre ist ja schön und gut, aber uns verfolgen so 2 lila Kreaturen hier gerade. Da ist was. Was ist dann hier? Ja, du Dappschädel. Eine Wurzel. Wie eine Wurzel machst du so, Terzkerl? Oh, Mann. Schnüffelt sich hier der Zinke ab, nur damit ich so dappige Rive-Wurzel noch auszerren kann. Jetzt muss ich das Vieh ja noch mühsamer Klärarbeit ausklappbustern. Nur, dass der zum Schluss noch mit drauf hupst und das Vieh dann mit einer Attacke killt. Ja. Oh ne, gar nicht getroffen. Okay, dann habe ich mal wenigstens jetzt verdient. Na, Allah. Kommen wir da noch wo hier? Da müssen wir hoch. Das will ich auf jeden Fall in der Episode noch machen. Genau. Dann kommen wir dort hier. Widerling. Widerling. Also dich mache ich auf dem Rückweg fertig. Weil hier gibt's... Oh, da ist noch ein Echsenkönig. Mit dem habe ich gar nicht mehr gerechnet. Und ich halte dich nochmal. Krafthauch erreicht Level 2. Ach, sehr praktisch. Mistkerl. Ja, der Echsenkönig, der hält durchaus was aus. Muss man so gestehen. Ah, Mann, der schluckt aber echt wie ein... Der schluckt wie ein Trucker noch Feierofen. Mann, oh Meter. Komm schon. Zack, hab ich dich. Pfeffer gibt's da dafür. Ich meine, das hat auch zufällig immer so zwischen seine Schuppe stecke. Ich beschwere mich nicht, solange ich den Pfeffer hab. Du
kann der jetzt schnuppern, wie er will. Das bringt eh nichts. Und jetzt geht's wieder zurück. Und ich steht Sarah. Das machen wir morgen wieder bei Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.